Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir hier bei uns in der FEG Embrach dich begrüßen dürfen. Siegfried Scherer, Naturwissenschaftler, auch Christ, auch Mensch. Du hast studiert Biologie, Chemie und Physik, promoviert, warst nicht nur als Wissenschaftler und Forscher tätig, sondern auch als Professor, hast auch gelehrt, verschiedene Auszeichnungen auch bekommen. Und das finde ich spannend, nicht nur für die Naturwissenschaften, für die Forschung, sondern auch für deine Lehrtätigkeiten. Sind wir gespannt, was wir heute von dir lernen dürfen. Aber du bist auch einfach ganz natürlich gestern angereist von München, extra zu uns mit dem Zug gekommen. Und besonders schön fand ich habe dich gefragt, ob du zum Abendessen dann gerne ein Fondue oder Raclette willst oder lieber etwas so Leichtes. Und du hast mir geschrieben, du liebst Raclette. Was liebst du sonst noch an der Schweiz? Die Schweizer. Als ich meine allerersten Schritte im Glauben gemacht habe, das war in der Schweiz, in der Rechona-Gemeinde in Kreuzlingen. Und die Schweizer haben mir den Glauben nahegebracht, ganz am Anfang meines Glaubenslebens. Bin ich sehr dankbar. Spannend, spannend. Wir wollen dann mehr von dir auch hören, von dir und deinem Glauben, aber wir wollen mal einfach mit der Naturwissenschaft starten. Du als Naturwissenschaftler, was ist eigentlich Naturwissenschaft? Was muss man sich darunter vorstellen? Wie funktioniert das? Naturwissenschaft beschäftigt sich mit der Natur auf eine Art und Weise, dass wir von vornherein sagen, wir wollen alles beobachten, was es in der Natur gibt, was jeder sehen kann, was objektiv ist, was man berechnen kann, was man im Experiment prüfen kann, wo man sagen kann, die Theorie ist richtig und die Theorie ist falsch. Das heißt, wir haben Beobachtungen, wir deuten, interpretieren die Beobachtungen, dann machen wir naturwissenschaftliche Theorien. Und diese naturwissenschaftlichen Theorien beruhen auf Wiederholbarkeit. Also jeder Wissenschaftler auf der ganzen Welt muss das nachmachen können, sonst taugt es nichts. Auf Reproduzierbarkeit nennen wir das. Ich denke daran, wenn meine Studenten gekommen sind, begeistert, sie haben eine tolle Sache im Labor entdeckt, da war meine erste Frage, warte mal einen Moment, wie oft haben Sie das Experiment gemacht? Und wenn es bloß einmal war, dann habe ich gesagt, das sagt gar nichts. Wieder zurück ins Labor, wiederholen. Wenn Sie es 3-mal gemacht haben, dann reden wir drüber. Also nur die Dinge, die man reproduzieren, die man wiederholen kann, die interessieren uns als Naturwissenschaftler. Wir können auch nur die Gegenwart untersuchen. Also über die Vergangenheit können wir nichts sagen, über die Zukunft auch nicht. Das, was jetzt abläuft, das können wir untersuchen. Das sind die 2 wichtigen Bedingungen, unter denen man Naturwissenschaft macht. Und drittens, das ist auch eine wichtige Sache, wir schließen Gott aus unserer Wissenschaft aus. Von vornherein sagen wir tun so, als ob Gott nichts tut. Wir wissen nicht, ob es Gott gibt, aber wir tun so, als ob er nichts tut. Und so studieren wir die Natur und deshalb kriegt ein Atheist und ein Buddhist und ein Christ, wir kriegen alle das Gleiche raus, weil wir einen Teil der Wirklichkeit betrachten und weil wir Gott von vornherein ausschließen aus unserem Denken. Jetzt sprichst du von einem Teil der Wirklichkeit, was die Naturwissenschaft untersucht, aber du bist ja sehr fasziniert von diesem Teil der Wirklichkeit. Kannst du uns etwas mehr darüber sagen, über dein Fachgebiet? Was hast du untersucht? Was war so deine Lieblingsthemen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Was hast du da gemacht den ganzen Tag lang? Ja, als ich noch jünger war, stand ich den ganzen Tag im Labor und habe Experimente gemacht. Und die Forschungsgebiete, ich habe 2 große Forschungsgebiete in meinem wissenschaftlichen Leben gehabt. Das erste Forschungsgebiet, da ging es um Krankheitserreger. Um Bakterien, die in Lebensmitteln vorkommen und krank machen. Salmonellen zum Beispiel, das kennen wir alle und da gibt es noch viele andere. Die habe ich mit meinen Mitarbeitern untersucht und wir wollten wissen, wo kommen die denn her und wie kommen sie in Lebensmittel rein und wie überleben sie dort und was machen sie dann, wenn wir sie essen, was passiert da? Das war der eine große Teil meiner Forschungstätigkeit.
Das war auch deshalb so interessant, weil das sehr praktisch war. Also viele Menschen sterben ja an Lebensmittelvergiftungen auf der Welt und von daher gesehen hatte das eine direkte praktische Anwendung und war auch wissenschaftlich interessant. Das war das eine Forschungsgebiet. Und das andere Forschungsgebiet, was mich 20 Jahre oder länger noch interessiert hat, das war die Frage Evolution und Wissenschaft und Glaube und Schöpfung. Und ich bin ja nicht so sehr davon überzeugt, dass die Evolution die letzte Erklärung der Welt ist. Und deshalb habe ich mich damit wissenschaftlich beschäftigt. Und was würdest du sagen, was ist so das für dich das Faszinierende? Also wir haben schon ein bisschen gespürt, auch für die Menschen da sein, denken, etwas, das einen Nutzen bringt, sage ich mal. Aber was würdest du sagen, was ist das Faszinierende für dich an der Naturwissenschaft? Also wenn ich es mal als Christ formuliere, dann ist es für mich ein ganz großes Geschenk und Vorrecht, dass ich die Natur, und das ist das, was Gott geschaffen hat, dass ich die Schöpfung erforschen darf, dass ich mehr davon erfahren darf, wie Gott die Dinge gemacht hat. Und Gott ist ja genial. Dass ich das erforschen darf, und das ist mein Lebensinhalt als Beruf. Ja. Ich darf die Schöpfung Gottes erforschen und ich werde auch noch dafür bezahlt. Okay, sehr spannend, ja. Also das war toll gewesen. Also eigentlich kein Widerspruch, entweder glaubst du an Gott oder du machst Naturwissenschaft. Nein, keinerlei Widerspruch. Also das habe ich nie verstanden, wie die Leute da drin einen Widerspruch sehen können. Also ich habe ja schon gesagt, die Naturwissenschaft beschäftigt sich mit einem kleinen Teil der Wirklichkeit. Das, was man wiederholen kann, das, was man messen kann, das, was man im Labor untersuchen kann oder auch beobachten kann im Weltall. Das ist ein ganz kleiner Teil der Wirklichkeit. Und dann gibt es so viele Dinge in unserem Leben, da kann ja die Naturwissenschaft nichts dazu sagen. Kein Naturwissenschaftler kann dir sagen, was Liebe ist. Kein Naturwissenschaftler kann dir sagen, was gut ist und was böse ist. Und über Gott können wir sowieso nichts sagen, weil den haben wir von vornherein rausgeschmissen. Und wenn wir ihn von vornherein gar nicht beachten, dann kann die Naturwissenschaft über Gott nichts, aber auch gar nichts sagen. Jetzt erlebe ich aber oft so, wenn ich Artikel lese oder wenn man über Naturwissenschaft sich auseinandersetzt, dass genau diese Voraussetzung, man schließt Gott aus, man rechnet nicht mit Gott, mit seinem Wirken oder so, dass das oft auch so einen Absolutheitsanspruch auslöst. Also ja. wenn wir die Naturwissenschaft ohne Gott betreiben, dann gibt es auch keinen Gott. Ja, das und ist ich denke, das stimmt. Das ist so ein unlogischer Sprung. Die Naturwissenschaft, die in ihren Methoden, wenn ich meine Reagenzgläser habe, dann gehe ich davon aus, dass Gott da drin jetzt nichts tut, weil Gott hat Naturgesetze geschaffen, nach denen läuft es da drin ab. Das ist die eine Seite. Wir nennen das auch den methodischen Atheismus. Methodisch, in meinem Labor schließe ich Gott aus. Und das, was du gerade gesagt hast, da machen die Leute einen Sprung und das nennt man einen weltanschaulichen Atheismus. Weil wir Gott nicht in unserem Reagenzglas berücksichtigen, sagen da manche Leute, ja, dann gibt es gar keinen Gott. Das ist Unsinn. Also du sagst jetzt so, das ist Unsinn, ja. Aber das ist ja das, was man dann in diesem Zusammenhang oft auch liest oder wahrnimmt oder spürt. Das ist halt falsch. Ich kann mir vorstellen, du bist mit vielen Naturwissenschaftlern auch unterwegs, befreundet, hast zusammengearbeitet, die an diesem Punkt ganz anders denken. Ja, die meisten meiner Kollegen waren Atheisten. Die würden jetzt wahrscheinlich sagen, das, was du gerade sagst, ist ganz falsch. Nein, wenn man ins Gespräch kommt und wenn man auf einer sachlichen Ebene redet, dann wissen meine Kollegen schon, dass wenn sie Atheisten sind, dass der Atheismus ein Glaube ist. Okay. Das ist keine Wissenschaft. Der Atheismus ist der Glaube, dass es überhaupt keinen Gott gibt. Ich halte den Glauben für falsch, sondern ich würde im Gegenteil sagen, es ist vernünftig anzunehmen, dass es einen Gott gibt. Es ist vernünftig zu glauben, dass es einen Schöpfer gibt. Spannend, du sprichst von vernünftig. Man spürt heraus, der Glaube ist für dich nicht einfach eine Gefühlssache oder so, sondern auch etwas, das du vielleicht untersucht hast. Also im Labor kann ich es schlecht untersuchen. Also Gott passt einfach nicht in ein Reagenzglas rein. Aber wenn ich die Welt anschaue, wenn ich die Natur anschaue, dann ist für mich
eine vernünftige Annahme, die Dinge, die wir sehen, müssen eine Ursache haben. Von nichts kommt nichts. Also fangen wir ganz vorne an beim Urknall. Wenn es den gegeben hat, meine Kollegen sagen, das sei so, bin kein Physiker, also gut, wenn es einen Urknall gegeben hat, dann ist unbedingt die Frage, ja, woher kommt denn der? Ja, wer hat es denn knallen lassen? Von nichts kommt nichts. Wir wissen alle, dass von nichts nichts kommt. Das wäre eigentlich unwissenschaftlich zu behaupten, von nichts kommt etwas. Es ist entgegen jeder Erfahrung, entgegen jeder wissenschaftlichen Erfahrung ist es. Jetzt ist es aber ja tatsächlich so, dass das oft ein großes Spannungsfeld ist. Also wenn man an der Schule ist, wir haben vom Moderator gehört, oder an Universitäten, wenn man Naturwissenschaften studiert, dass das oft so wie vermischt wird. Wir haben diese naturwissenschaftlichen Untersuchungen und schließen daraus, es gibt keinen Gott, wir brauchen ihn gar nicht. Was machst du mit solchen Sätzen? Also ich würde mal grundsätzlich sagen, lasst uns doch mal darüber reden, was wir erklären können und was wir nicht erklären können. Gebt mir doch mal eine naturwissenschaftliche Formel für Ethik, dass es Gut und dass es Böse gibt. Oder gib mir mal einen Grund dafür, dass die ganze Welt einfach aus nichts entstanden sein soll. Das ist weder logisch noch unserer Erfahrung nachvollziehbar. Und wenn ich dann mit meinen Kollegen auf so einer Ebene, vor allem wenn man privat redet, also wenn eine Fernsehkamera läuft, dann ist es schwierig. Okay. Dann muss man gewinnen und so weiter und so fort. Aber wenn man privat redet, dann wissen die Leute ja auch, dass ihre naturwissenschaftliche Forschungsergebnisse nicht die Fragen ihres Lebens klären. Also ich denke mal an Beispiele. Er hat einen Professor als Student in den Neurowissenschaften, also Gehirnwissenschaften. Und dann sagte der im Seminar mal, also meine Damen und Herren, meint er zu uns, wenn Sie gerade verliebt sind, beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Das ist nichts anderes als ein paar Ionenströme über die Nervenzellen in Ihrem Gehirn. Und ich war gerade verliebt und dann dachte ich, das wäre aber wenig. Und dann dachte ich, wie ist denn das? Der ist verheiratet, hat einen Ehering. Sagt er das seiner Frau zu Hause auch? Oder? Das ist eine völlig andere Dimension. Da steht der Naturwissenschaftler blank da. Also eigentlich so dieses Verständnis, wie du auch schon gesagt hast, dass es verschiedene Arten von Wirklichkeit gibt und die Naturwissenschaft kann einfach einen Bereich untersuchen. Ja, es gibt eine Wirklichkeit. Also es ist wie bei einer Münze, wenn wir das Naturwissenschaft und Glaube nehmen. Die Münze ist eine Münze, aber sie hat eine Vorderseite und sie hat eine Rückseite. Und die Vorderseite ist die Naturwissenschaft und die Rückseite, das ist der Glaube, das ist die Erfahrung, dass es einen Gott gibt. Das sind all die Fragen, die meine Methode nicht beantworten kann. Das ist die andere Seite der Münze. Und die gehören beide zusammen. Ich kann die Welt nur verstehen als Naturwissenschaftler, den einen Teil, und als einer, der Gott erfahren hat, den anderen Teil. Und das gehört untrennbar zusammen. Das ist kein Widerspruch. Jetzt ist es ja aber häufig so, eben, man geht in die Schule, man hört diese naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und der ganze Glaube wird so eher in die Ecke von Mythen, Märchen, Erzählungen, Geschichte vielleicht gestellt. Was würdest du jetzt zu einem jungen Studenten empfehlen, der Naturwissenschaft, irgendein Fach studiert und tagtäglich mit diesen Sätzen herausgefordert ist, der einen Glauben hat eigentlich an Gott, aber den ganzen Tag lang das Gegenteil hört? Was würdest du einem Studenten empfehlen? Der braucht auch andere Informationen. Der darf sich nicht mit dem zufrieden geben, was er in der Naturwissenschaft hört. Ich erinnere mich daran, als ich junger Student war und auch diese Fragen bewegt habe, dass ich gedacht habe, also ich muss mehr wissen. Und dann bin ich als Biologiestudent freiwillig in eine Philosophievorlesung gegangen. Das war Philosophie der Naturwissenschaften, von einem Philosophen gelesen, einem Professor damals in Konstanz. Und ich war ja total überzeugt, die Naturwissenschaft, die erklärt im Prinzip alles, aber ich wollte wissen, was sagt er dazu. Und in dieser Vorlesung hat der Mann mich zerlegt. Von A bis Z. Okay. Also ich hatte überhaupt keine Chance. Ich musste am Ende sagen, ja, der Mann hat recht, der war aber gar nicht Christ, ja, das war ein Philosoph. Und er hat ganz klar gesagt, die Naturwissenschaft ist so begrenzt in dem, was sie sagen kann.
Und so vieles kann sie nicht wissen. Und das hat er mir auseinandergesetzt. Und deshalb würde ich empfehlen, man muss sich mal mit Wissenschaftstheorie als Student beschäftigen. Das sollte eigentlich ein Pflichtfach sein für Naturwissenschaftler. Also Wissenschaftstheorie, was ist Wissenschaft? Was Was kann ist sie Wissenschaft? aussagen und was auch nicht? Genau, wo sind die Grenzen? Wir haben so viele Grenzen in der Wissenschaft. Das muss man wissen. Und deshalb muss man sich ein bisschen außerhalb der Naturwissenschaft bilden. Jetzt hast du auch gesagt, für dich ist Naturwissenschaft oder war das ein Privileg, auch weil du in der Schöpfung Gottes forschen konntest? Ja, später, wie ich dann Christ war, war das für mich ein Privileg. Am Anfang war ich einfach interessiert an der Naturwissenschaft. Ich fand das faszinierend. Ich habe einen tollen Lehrer gehabt, einen Biologielehrer. Der war auch Atheist und der hat mich schwer beeindruckt. Ich habe ja auch nicht geglaubt damals. Er hat mich schwer beeindruckt und dann habe ich mir gedacht, das ist spannend, ja, das studiere ich. Ist einfach interessant, faszinierend. Ja. Wir haben ein Beispiel auch bereit mit einem Bild, was für dich mit der Schöpfung Naturwissenschaft faszinierend ist. Ja, welches Bild? Das darfst du jetzt wählen. Welches Bild von der Feder? Also oder was mich fasziniert an der Natur, ist die Genialität der Schöpfung. Also da können wir tatsächlich, das Bild können wir zeigen, wenn ihr das gerade da habt. Das ist die Genialität der Schöpfung. Ich habe einfach einmal eine Feder mitgebracht, also eine Faunfeder, sehen Sie auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite ist eine total vereinfachte Zeichnung, wie diese Feder aufgebaut ist. Und wir verstehen heute, wie das funktioniert. Und wir verstehen, was man braucht, um so eine Feder zu bauen. Hunderte und Hunderte von verschiedenen Genen müssen zusammenarbeiten. Und das Prinzip von so einer Feder, das kann sich kein Ingenieur ausdenken. Das ist so genial mit einem minimalen Materialverbrauch, mit einer maximalen Stabilität. Und die Aerodynamik dahinter ist sagenhaft. Also und wenn ich sowas sehe, das ist jetzt eine Feder und so gibt es ganz viele Strukturen in der Welt, die so genial sind, dass ich immer wieder staune darüber und dass ich sage, wie kann das sein? Was für eine überragende Intelligenz ist dahinter, hinter der Konstruktion einer solchen Feder. Und der Vogel kann dann fliegen. Also es muss ein zweites Bild, habt ihr das auch noch? Ja, vom Dompfaff. Wenn so ein Vogel fliegt, ist unglaublich. Ich meine, gegen diesen Vogel ist eine B737 primitiv. Und wenn ich das sehe, wenn ich das erforschen kann, dann denke ich mir, wow, Gott, du bist so genial, so super, hyperintelligent und ich darf das erforschen. Also da bin ich einfach dankbar. Also das weckt nicht nur deine Faszination an der Naturwissenschaft, sondern auch an Gott? Meine Forschung als Naturwissenschaftler hat meinen Glauben vertieft. Meine Forschung, meine Forschungsergebnisse, auch das, was andere Naturwissenschaftler rauskriegen, das führt mich in die Bewunderung. Und ich sage das, wir sind hier in der Kirche heute Morgen im Gottesdienst, wir haben gerade Anbetung gehabt. Das führt mich in die Anbetung, dass ich sage, Gott, ich neige mich vor dir, du bist unglaublich groß. Das ist eigentlich die eine Wirklichkeit, die dich auf die andere Wirklichkeit hinweist, könnte man sagen. So ist es. Die Schöpfung weist auf den Schöpfer hin. Auf den Urheber aller Dinge. Das hast du auch gesagt, du hast dich auch intensiv damit auseinandergesetzt, Evolution, Schöpfung und diese Themen auch aus wissenschaftlicher Perspektive. Es gibt verschiedene Vertreter eines 6-Tage-Kreationismus, einer jungen Erde, ein paar tausend Jahre. Es gibt aber auch christliche Vertreter, vielleicht bekannt, die sehr bibeltreu auch unterwegs sind, Timothy Keller oder Francis Collins zum Beispiel. Die mit einer Alterde-Kreationismus argumentieren oder rechnen. Ich würde jetzt mal schätzen, die meisten Leute hier denken eher an eine junge Erde. Es gibt aber auch einige andere. Ich will dich gar nicht zu viel ins Detail fragen, aber was würdest du uns Christen empfehlen? Wie gehen wir damit um, dass es auch verschiedene Ansichten da gibt?
Das gehört ja zu unserer christlichen Alltagserfahrung, dass man unterschiedliche Ansichten hat, wie die Bibel ausgelegt wird. Und ich persönlich finde es ganz wichtig, dass wir uns immer wieder fokussieren auf das Entscheidende an unserem christlichen Glauben. Das Entscheidende ist Jesus Christus. Das Entscheidende ist nicht, ob Gott die Welt in 6 mal 24 Stunden geschaffen hat. Natürlich könnte er, das ist ja allmächtig. Oder ob das lange Zeiten waren. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, gibt es einen Gott, der die Welt geschaffen hat? Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass dieser Schöpfer Jesus Christus ist. Durch ihn, durch das Wort, Johannes 1, durch das Wort Gottes, durch Jesus wurde die Welt geschaffen. Also Jesus ist das Zentrum unseres Glaubens. Weißt du, ich habe nie jemanden getroffen, der zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen ist, weil er glaubt, dass die Erde in 6 mal 24 Stunden geschaffen wurde. Da habe ich nie jemanden getroffen. Ich habe nur Christen getroffen, die sind Christen, weil sie glauben an Jesus Christus, an die Vergebung der Sünden, an die Auferstehung von den Toten. Das ist unser Zentrum. Und darauf sollten wir uns fokussieren. Und die anderen Dinge sind total interessant. Wie man jetzt die Bibel da und da auslegt. Und da dürfen wir darüber diskutieren, da dürfen wir die Argumente auf den Tisch legen und sagen, ich glaube das so und du glaubst es vielleicht anders. Aber wir sind eins in dem, dass wir wissen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Wie ist das dann für dich dann? Du hast gesagt, du hast darüber dich lange auseinandergesetzt. Bist du zu einer abschließenden Antwort gekommen? Nein. Nein, ich muss zugeben, wie ich jung war, habe ich alles ganz genau gewusst. Okay. Und wie ich jung war, habe ich auf alle Fragen eine Antwort gehabt. Und je älter ich geworden bin, desto mehr ist mir aufgefallen, wie viele ungelöste Fragen es gibt. Wie groß der Herr, wie groß Gott ist in der Schöpfung und wie klein ich bin. Und das ist in Ordnung. Es gibt viele Fragen, die kann ich jetzt nicht beantworten. Und vielleicht finde ich noch Antworten drauf. Ich bin dran. Ja. Aber vielleicht auch nicht. Und ja, die Fragen, auf die ich keine Antworten finde, jetzt in diesem Leben, wenn Jesus mich mal von den Toten auferweckt, da werde ich ihn fragen. Also du bist sehr interessiert an den Antworten, Ja. aber gleichzeitig kannst du auch wie gut damit leben, dass es Fragen gibt, die vielleicht zu groß, zu weit sind. Ja, ich bin nur ein Mensch. Und ich bin ein Mensch mit meinem beschränkten Verstand, auch wenn ich einen Professorentitel trage. Und je länger ich forsche, desto mehr weiß ich, wie wenig wir wissen. Und das macht mich demütig. Und mein Glaube, weißt du, mein Glaube beruht nicht auf Wissen. Ich meine, das wäre schlimm, wenn mein Glaube auf Wissen beruhen würde, auf naturwissenschaftlichem Wissen. Das wäre ja ein Elend. Nein, mein Glaube beruht auf einer Beziehung mit meinem Schöpfer. Und weil ich mit Jesus Christus eine Beziehung, eine ganz persönliche Beziehung habe, deshalb kann ich es gut aushalten, dass ich viele Dinge nicht weiß. Spannend, ja. Du hast auch erwähnt, dass du die Bibel liest und auch darin forschst und suchst nach Antworten. Ja. Wie liest du als Wissenschaftler und Christ die Bibel? Ja, als Wissenschaftler ist für mich zunächst einmal total wichtig, dass die Bibel keine Sammlung von irgendwelchen alten Geschichten ist, die sich mal jemand ausgedacht hat. Das ist jetzt nicht Naturwissenschaft, das ist jetzt Geschichtswissenschaft, Altertumswissenschaft. Ich bin viel in Israel, forsche auch in Israel, im Weizmann-Institut. Und da bin ich mit meiner Frau ganz viel in Israel unterwegs. Und da ist für mich wichtig, da fahre ich weiß nicht, an wie vielen 100 Stellen ich in Israel gewesen bin, wo ich sehen kann, das, was in der Bibel steht, da hat es stattgefunden. Da ist Jesus über diese Steine, Chorazim zum Beispiel, am See Genezareth, das sind heute noch die Steine da, über die Jesus gelaufen ist. Und die Geschichten, die da in der Bibel stehen, die kannst du nachvollziehen. Das geht noch weiter zurück, bis zum David, bis zum Samuel, bis noch weiter zu Abraham. Ich stand in Nordisrael vor dem Tor, durch das Abraham durchgegangen ist. Das ist lang her. Ja. Das ist lang her, ja. Ein paar tausend Jahre. Ein paar tausend Jahre. Und die Stadt haben sie ausgegraben, die steht da noch da, die Stadt Dan.
und. Also die Bibel ist wirklich zuverlässig. Das, was da steht, das hat wirklich stattgefunden. Das ist für mich als Wissenschaftler wichtig. Das sind keine Märchen, sondern das hat wirklich stattgefunden, das ist die eine Seite. Und so lese ich auch auf der einen Seite die Bibel, finde es interessant, was man da alles sehen kann. Und die andere Seite ist, ich lese die Bibel als einer, der eine Grundentscheidung getroffen hat in seinem Leben. Die Grundentscheidung heißt, ich will und werde Gott und seinem Wort vertrauen. Und da lese ich die Bibel als einer, der sagt, in diesem Wort offenbart sich der Schöpfer, in diesem Wort offenbart sich der Christus, der Auferstandene. Und das ist was ganz Persönliches. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass wenn ihr die Bibel aufschlagt und ihr lest was und plötzlich merkt ihr, wow, da spricht ja was zu mir. Und dann merke ich, jetzt spricht Gott dich an in dem, was du da liest. Und das geht ganz tief in mein Herz rein. Und ich weiß, ja, das ist wahr und es meint mich, den Siegfried Scherer. Jetzt sagst du, dass du diese Grundentscheidung getroffen, aber vorhin hast du auch uns erzählt, dass du, als du studiert hast, nicht an Gott geglaubt hast, Atheist warst. Wie ist das gekommen? Hast du keinen christlichen Glauben auf den Weg mitbekommen? Ja gut, ich bin im Schwäbischen aufgewachsen und im Schwäbischen geht man halt in die Kirche. Das ist halt so. Und da geht man in die Jungschar und da lässt man sich konfirmieren und so weiter. Und das war halt Tradition. Gut, meine Mutter war schon gläubig, mein Vater war nicht gläubig. Ich habe also beides mitbekommen in meiner Herkunftsfamilie. Naja, und dann ist es alles Tradition und natürlich lässt man sich konfirmieren, das gehört ja auch dazu. Genau, ja. Ich habe das nicht wirklich geglaubt, aber natürlich habe ich mich konfirmieren lassen. Ich wäre ja, das ist ja ein lukratives Geschäft. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns in Deutschland ist das eine lukrative Sache. Ja, du hast mir noch ein Bild dazu auch geschickt. Er hat mich gefragt, ob ich ein Bild habe. Das ist das Geld, was ich eingenommen habe in meiner Konfirmation. Das habe ich fotografiert damals. Ja, das war wirklich lukrativ. 800 Mark, das ist ein Vermögen gewesen. Da muss man sich mal überlegen, das wäre heute die Größenordnung von x-tausend. Ja. Also habe ich gesagt, ja, das mache ich natürlich. Ich bin ein Idiot, wenn ich es nicht mache. Und nachdem ich dann mich konfirmieren habe lassen und das halt alles, ja, das Fest, kurze Zeit später, da war ich ja religionsmündig, Genau. Bist religionsmündig. Kurze Zeit später bin ich nach der Schule aufs Rathaus und bin aus der Kirche ausgetreten. Das war so deine erste Reaktion nach der Konfirmation plus minus. Ja, die Konfirmation habe ich mitgenommen, aber mir war schon klar, ich glaube ja eigentlich das alles gar nicht. Ich glaube ja eigentlich gar nicht an Gott. Und dann habe ich mir gesagt, also wenn du nicht an Gott glaubst, dann musst du in dem Club ja auch nicht Mitglied sein. Also bin ich aufs Rathaus und bin ausgetreten. Das war natürlich, Familie war hell entsetzt. Ja, der Vater war begeistert und die Mutter das Gegenteil. Ja, meine Mutter, die wusste gar nicht mehr, was sie machen sollte. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, und jetzt lebe ich als Atheist. Oder irgendwo, ich meine, als 14-, 15-Jähriger hat man ja noch die Reflexion noch nicht des Atheismus. Aber ebenso, ja, Gott, was soll's. Aber so bist du dann auch ins Studium hineingestartet, das Naturwissenschaftsstudium. Du hast erzählt von dieser Anekdote, wie du als Atheist auch mit dem Philosophieprofessor diskutiert hast. Ja. Und wie kam es dann? Wie hast du zum Glauben gefunden oder wie hat der Glaube dich gefunden? Ja, das ist besser ausgedrückt. Weißt du, ich sage heute nicht mehr, ich habe mich bekehrt. Das sage ich nicht mehr. Ich habe mich nicht bekehrt. Gott hat mich gefunden. Gott hat mich bekehrt. Ja. Und das sind verschiedene Dinge gewesen. Also zunächst mal als Biologiestudent muss man die Biologie studieren, muss man Tiere, Pflanzen studieren. Und ich habe immer mehr verstanden von der Schönheit und von der Genialität der Schöpfung, der Tiere. Und eines Tages, das war so ein Schlüsselelement in meinem Biologiestudium auch, da mussten wir Frösche sezieren. Okay. Rana esculenta, den Teichfrosch. Also
Den muss man dann aufschneiden, die waren natürlich tot, den muss man aufschneiden und dann unter 40-facher Vergrößerung das anschauen. Und das habe ich gemacht und habe so unter Vollausleuchtung habe ich die Organe dieses Frosches gesehen, das Herz und die Lungen und die Blutgefäße und die Nervengefäße. Und ich gucke das an und das hat mich berührt. Ganz tief wusste ich, das, was du jetzt hier siehst, das ist mehr als Chemie und Physik. Da ist mir was begegnet von der Genialität und von der Herrlichkeit Gottes, obwohl ich es gar nicht wusste. Ich wusste gar nicht, was mir da passiert. Ich wusste nur, jetzt begegnet dir eine Wirklichkeit, die ist größer. Das wusste ich, sonst nichts. Eigentlich im atheistischen Biologiestudium, im Labor, im Schnippelkurs, ist dir Gott begegnet. So würde ich das heute formulieren. Damals habe ich das nicht verstanden, aber heute würde ich genau so formulieren, Gott ist dem kleinen Biologiestudenten in der Schöpfung begegnet. Und wie ging es dann weiter? Ja, weißt du, in der Schöpfung kann man sehen, dass es einen Gott geben muss. Aber du kannst nicht sehen, welcher Gott es ist. Das sagt die Biologie nicht. Und es ging dann so weiter, dass ich Studierende getroffen habe im Studium, die mich eingeladen haben, die Bibel zu lesen. Also das kam eigentlich so, ich war politisch tätig in einer politischen Hochschulgruppe. Die Kleinen haben sich genauso gefetzt wie die Großen und irgendwann hat mich das nicht überzeugt. Und dann habe ich einen Psychologiestudenten kennengelernt und der war total anders. Der von seinem Wesen her war der ganz anders. Der hatte so eine Freundlichkeit und so eine Güte ausgestrahlt und dachte ich, was ist denn mit dem los? Das kenne ich ja so gar nicht. Und dann hat er mich eines Tages, wir sind ins Gespräch gekommen, eines Tages hat er mich eingeladen und gesagt, du, magst du mal kommen, wir treffen uns zusammen in einer WG und wir lesen die Bibel zusammen. Und da hast du dich darauf eingelassen? Ja, ich habe mich darauf eingelassen. Erstens, weil ich die Leute interessant fand, auf der einen Seite. Und um ehrlich zu sein, auf der anderen Seite, da war so ein total hübsches junges Mädel. Die ist da auch hingegangen. Das hat mir dann den Rest gegeben und dann bin ich mit. Mit der bin ich jetzt verheiratet bis schön, heute. Ja. Tja. Und so habe ich zum ersten Mal im Leben die Bibel gelesen. Und dann ist mir das passiert, dass die Bibel, das Gottes Wort, wie ich es heute sage, damals wusste ich das so nicht, dass dieses Buch zu mir gesprochen hat. Okay. Auf einer ganz tiefen Weise, ich kann euch das gar nicht so erklären. Das ist nichts, was man in eine Formel fassen kann. Das ist ein Erleben der Wirklichkeit Gottes, der in seinem Wort lebt. Das muss man erleben, das kann ich nicht beschreiben, das kann ich gar nicht beschreiben, das musst du erleben, das musst du mal ausprobieren, wie das ist. Und so bin ich auf einem langsamen, langen Weg, habe ich mein Herz für Gott geöffnet. Und irgendwann mal bin ich in meiner Studentenbude auf die Knie gegangen und habe mein erstes Gebet gesprochen. Da hat mir niemand was vorgebetet, sondern es war so, es kam einfach aus meinem Herzen raus, dass ich angefangen habe, mit diesem Gott zu sprechen. Ja, und so ging dann halt mein Leben. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, habe ich verstanden, okay Gott, ich will jetzt mit dir leben. Diese Grundentscheidung, von der du vorhin gesprochen hast. Die Grundentscheidung, Gott, ich will mit dir leben. Und die Grundentscheidung ist ja, Gott, ich vertraue dir. Glaube ist ja nicht was Intellektuelles. Glaube ist ja eine Beziehung. Glaube ist ja eine Vertrauensbeziehung, eine Vertrauensentscheidung. Und die Entscheidung habe ich dann einmal als Student getroffen, als Gott, ich vertraue dir. Und ich will jetzt mit dir leben. Und das klingt in manchen Ohren vielleicht sehr schön und jetzt bist du Christ und jetzt ist alles gut. Du hast aber auch ganz andere Zeiten erlebt. Das ist eben auch, haben wir eingeladen zu diesem Tag mit tiefen Tälern. Du hast später einmal Diagnose bekommen, Hirntumor. So wie ich es verstanden habe, wusste man nicht, wohin das läuft, wie das enden wird. Ja. Wie war das für dich an dem Tag, als du diese Diagnose bekommen hast?
Ja, ich bin in meinem Office gewesen, also in meinem Büro gewesen an der Universität und plötzlich bin ich umgefallen. Ich habe angefangen zu zucken und epileptischer Anfall, klassischer epileptischer Anfall. Und es ging dann vorbei. Nach, ich weiß nicht wie lange, ich war zwischenzeitlich auch weg gewesen und bin wieder aufgewacht, es ging dann vorbei und dann dachte ich, naja, also es musste zum Arzt. Da bin ich ins Auto gestiegen. Zu empfehlen, ja, in so einer Ins Auto Situation. gestiegen. Bin Okay. zum Arzt gefahren. Aber du bist zum Arzt gefahren, das Ja, muss ja. man ja auch, man muss dann gehen. Ja? Also mir war klar, jetzt ist irgendwie Feuer unterm Dach und dann dann hat er mich ins MRT geschickt und dann haben wir den Schädel angeschaut und dann sind sie zu dritt, 3 Ärzte sind sie gekommen und haben mir die Ergebnisse mitgeteilt, weil einer allein wollte das nicht machen. Und da sagt der Herr Scherer, Sie haben einen Hirntumor, einen großen. Der Hirntumor, der war so groß wie meine Faust. Und Sie kommen sofort in die Notaufnahme, in die Klinik, Sie müssen sofort operiert werden. Und das war natürlich für mich erstmal ein Schock gewesen. Das war schon heftig. Also in dem Moment nicht nur einfach naturwissenschaftlich, analytisch das angeschaut, sondern es hat irgendwo einen Schock. Ja. Wenn du einen epileptischen Anfall hast, dann bist du kein analytischer Naturwissenschaftler mehr. Dann geht es, wie sagt man bei uns im Schwäbischen, sagt man, da geht es ans Eingemachte. Da geht es an den Kern. Ja. Also das war schon richtig heftig, weil ich wusste genug, um zu wissen, das ist richtig heftig. Ja. Das ist richtig heftig. Und du warst ja aber da auch als Christ. Ja, ich war da auch als Christ gewesen. Aber zunächst mal ist es einfach der Schock. Du hast einen faustgroßen Hirntumor und du weißt auch nicht, ob du das überlebst. Also das ist zunächst mal ein ganz kreatürlicher Schock. Ja. Ja, dann haben sie in die Klinik gebracht, dann habe ich der Chirurg da untersucht und ja, ich wusste dann genau, du weißt nicht, ob du da rauskommst wieder. Das war ganz klar gewesen. Das hatte mir dann auch der Oberarzt, der kam dann zum Aufklärungsgespräch vor der OP, bevor sie den Schädel aufgesägt haben. Und dann kam er zum Aufklärungsgespräch, das war auch ein Erlebnis der besonderen Art. Okay. Dann sagte er zum Herrn Scherer, also Sie haben jetzt den Hirntumor, wir werden Ihnen morgen den Schädel aufsägen, wir werden versuchen, den Tumor rauszukriegen, aber ich muss Ihnen das ja nicht sagen, sagt er. Sie wissen selber, dass Sie morgen im Nirvana sein können. Und das war seine Aufklärung. Und dann habe ich gesagt, nö, nicht im Nirvana. Ich gehe nicht ins Nirvana, ich gehe ins ewige Leben, wenn ich das nicht überlebe. Das wusste ich als Christ. Das war die eine Seite gewesen, aber es war natürlich schon auch heftig. Vor der OP dann kam der Notar und dann habe ich meine Betreuungsverfügung und so weiter, was man halt, hatte ich bis damals gar nicht gehabt. Und dann habe ich mich von meiner Frau verabschiedet am Abend vor der OP. Das war auch was ich nie vergessen werde. Wie wir beide wussten nicht, das kann sein, ich komme nicht mehr nach Hause und sie sieht mich am anderen Morgen nur noch als Leiche. Da habe ich meine Frau verabschiedet und das war schon was, weißt du, das ist was Besonderes, wenn du weißt, du bist nicht allein. Und auch wenn ich jetzt sterben muss, und das war nicht unwahrscheinlich, die OP war wirklich schwer, viele Stunden gedauert, auch wenn ich jetzt sterben muss, es ist nicht das Ende. Okay. Es ist nicht das Ende. Und meine Frau war am Bett gewesen in der Klinik und dass wir sagen konnten, du, wie geht's uns? Ist alles in Ordnung zwischen uns? Gibt es was wir vor Gottes Angesicht jetzt noch sagen sollten, was wir noch miteinander reden sollten? Und das ist so ein Trost, dass Gott da war. Bei allen Ängsten. Also ich habe ehrlich gesagt eigentlich keine Angst vorm Sterben gehabt. Ich habe auch heute keine Angst vorm Sterben. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich habe eher Ängste gehabt davor, der Chirurg kriegt es nicht richtig hin und ich bin geistig behindert, ich bin körperlich behindert. Alles, was möglich ist bei solchen Operationen. Also war schon auch eine Angst da? Ja, das war schon eine Angst da. Also das muss ich sagen, auch wenn ich an Gott geglaubt habe, das war schon ein Tal gewesen, in das Gott mich und meine Frau natürlich auch
reingeführt hat. Es war schon ein Tal gewesen, aber Gott war mit dabei. Auch bei allen Ängsten, wie es sein wird, wenn das misslingt. Ich wäre dann lieber gestorben, aber wie es sein wird, wenn es misslingt und ich muss als Behinderter leben und alles das, was auch möglich ist. Ja, ich habe da schon auch Angst gehabt. Du sagst so einfach, Gott war mit dabei. Hast du das einfach wie gewusst oder hat das irgendwie auch erfahren? Das ist die Gegenwart Gottes ist eine tiefe Gewissheit des Herzens, die ich nicht rational, das kann man nicht rechnen, das kann man nicht irgendwie mitteilen. Das ist eine ganz tiefe Gewissheit des Herzens, da ist einer, der trägt mich jetzt. Und es ist ein Wissen, was kein Verstandeswissen ist. Das ist ein tieferes, existenzielles Herzenswissen, dass Gott da ist und mich trägt und darauf kann ich mich verlassen. Und das war real. Diese Gottesnähe ist was ganz Reales. Also Auch- in der Angst, im tiefen Tal, in dieser Zuversicht auch, wo es hingehen wird. Ja, Hast du das gespürt, wie Gott dich trägt und Ja. real erfahren? Ein Teil der Wirklichkeit, den man jetzt nicht naturwissenschaftlich beschreiben könnte. so ist es, ja, so ist es. Eine Erfahrungswirklichkeit, die sich keiner Formel fügt. Jetzt, so wie wir heute das sehen, ist das ja gut gegangen. Ist gut Und, gegangen, ja. du bist geistig völlig da und hast vielleicht auch viel darüber nachgedacht. Wie kann das sein? Ist es für dich so ganz naturwissenschaftlich, ja gut, die Schöpfung oder die Natur, die birgt solche Gefahren? Oder hast du auch gefragt, ja, wieso lässt Gott solche Dinge zu, so Leid zu? Wieso passiert das den Menschen? Ja, das ist eine tiefe Frage, die, ja, wenn wir es gerade von dunklen Zeiten haben. Das war so eine schwierige Zeit gewesen mit meiner OP und eine andere schwierige Zeit war gewesen, als ich mich mal wirklich der Frage gestellt habe, warum gibt es eigentlich so viel Leid und so viel Elend in der Welt? Wenn die Welt Gottes Schöpfung ist und wenn Gott gut ist, und das weiß ich von der Bibel, dass Gott gut ist, wenn er gut ist und wenn er allmächtig ist, warum lässt Gott so viel Elend in dieser Welt zu? Es hat eine Zeit gegeben, das ist deutlich nach der Zeit gewesen, wo ich meinen Hirntumor hatte, wo mich diese Frage richtig überfallen hat. Okay. Und ich habe darüber nachgedacht, Gott, wie kann das sein? Wie kann das sein? Die vielen Dinge, ich meine, du musst ja bloß die Zeitung aufmachen und lesen, was heute alles passiert, was in der Ukraine passiert, wo auch überall in der Welt so viel Elend und so viel Leid. Und ich hab mir gesagt, also wenn es einen guten und barmherzigen Gott gibt, warum? Warum lässt er sowas zu? Warum haut er nicht auf den Tisch und macht ein Ende damit? Und diese Frage hat mich so geplagt über längere Zeit hinweg, dass ich eines Tages, das weiß ich noch, eines Tages lag ich nachts wach, ich habe da nachts drüber nachgedacht. Ich lag Und hast dich wach wirklich beschäftigt. in der und dann habe ich plötzlich zu mir, dann habe ich gesehen, jetzt fehlt nicht mehr viel. Dann habe ich zu mir gesagt, Siegfried, jetzt fehlt nicht mehr viel. Und dann wirfst du deinen Glauben weg. Okay. Also es ist wirklich auch ans Eingemachte gegangen. Das war richtig existenziell, richtig existenziell. Ja, das war... Und dann war es für mich die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Und dann habe ich eine Entscheidung, dann habe ich nochmal eine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung, nachts, ich weiß nicht, wie spät, dann habe ich die Entscheidung getroffen und gesagt, Gott, ich verstehe dich überhaupt nicht. Ich verstehe dich überhaupt nicht. Aber ich entscheide mich jetzt, auch wenn ich dich nicht verstehe, ich entscheide mich jetzt, ich vertraue dir. Du weißt, was du tust. Und unabhängig von meinen intellektuellen Fragen, sehr intellektuelle Fragen, unabhängig davon, ich entscheide mich, Gott, ich vertraue dir.
Und das hat meinen Glauben gerettet. Und seither kann ich denke viele über diese Dinge nach, warum gibt es das Elend in der Welt und über den freien Willen des Menschen und so weiter. Ich denke da viel drüber nach, aber ich kann sagen, Gott, am Ende, du weißt es. Du weißt es. Also auch, das ist die Naturwissenschaft, wo viele Fragen auch offen sind, aber auch der Glaube, eine Wirklichkeit, die größer ist, als wir es fassen können oder könnten. Ja. Der Glaube ist eine tiefe, so sagt es der Hebräerbrief, eine tiefe innere Gewissheit über etwas, was wir nicht mit unserem Verstand erfassen können. Dann habe ich noch eine abschließende Frage an dich, die genau hier anknüpft. Wenn jetzt Menschen hier sind oder zu Hause zuhören, die sagen, ja, ich habe schon viele Argumente gehört, spannend, vielleicht überzeugt mich nicht, du sagst, das ist nicht für dich nicht das, was das Tragende ist im Glauben, sondern dass du Gott als eine Wirklichkeit erlebt hast, die da ist. Was würdest du solchen Menschen empfehlen? Wie kann man diese Wirklichkeit Gottes erleben? Also ich würde mal als Experimentalwissenschaftler sagen, mach ein Experiment. Probier's aus. Probier's einfach aus. Wie denn? Ja. Fang mal an, dich zu Hause hinzusetzen. Mach mal den Fernseher aus und schalt das Handy aus und setz dich einmal zu Hause hin, wo es ganz ruhig ist und dich keiner stört. Setz dich hin und sag, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Aber Gott, ich möchte wissen, ob es dich gibt. Ich werde jetzt einfach still vor dir und ich sage dir, Gott, wenn es dich gibt, dann kannst du dich mir zeigen. Und ich möchte es. Gott, ich möchte, wenn es dich gibt, ich möchte dich kennenlernen. Und dann sitz einfach da und sei still. Und hör. Das ist das eine, was ich empfehlen würde. Das andere, wie es mir selber ja auch ging, empfehlen würde, sag, geh irgendwo hin, wo die Menschen miteinander die Bibel lesen. Und vielleicht verstehst du ja nichts von der Bibel, du weißt gar nicht, was da drin steht. Geh mal hin in so eine Gruppe, die miteinander die Bibel lesen und fang an, die Bibel zu lesen, stell Fragen, wenn du was nicht verstehst und fang an, dieses Buch zu lesen. Und dann kannst du auch wieder ein Gebet sprechen. Du musst gar nicht glauben, dass es Gott gibt. Du kannst ein Gebet sprechen, ohne dass du glaubst, dass es Gott gibt. Kein Problem. Okay. Und dann sagst du, Gott, wenn es dich gibt, ich habe gehört, das ist dein Wort, wenn es dich gibt, dann bitte zeig dich mir in dem, was da in dieser Bibel geschrieben steht. Und ich glaube, da kann man die Überraschung seines Lebens erleben. Vielen, vielen Dank. Du gibst uns ein Experiment mit, oder sogar 2. Wir wollen dir auch etwas mitgeben. Ich habe gedacht, wenn du das Raclette so liebst, vielleicht auch die Schweizer Schokolade hast du gerne. Und deshalb wollen wir dir gerne ein kleines Stück Schokolade mitgeben, Sehr dass du auch gerne. etwas zum Genießen hast. Ganz herzlichen Dank. Also Ganz vielen, herzlichen vielen Dank für all die Einblicke, die du uns gegeben hast und dass du heute hier bist. Danke, Siegfried. Sehr gerne.